Wir machen heute weiter mit dem Thema, es steht schon vorne angeschrieben, der Staat als Dienerin Gottes. Und wir gehen aufgrund des Römerbriefes, wir machen ja Schritte durch die Bibel. Mittlerweile sind wir angekommen in Römer Kapitel 13. Wir wollen dort schauen, was der Apostel Paulus zu diesem Thema zu sagen hat. Bevor wir jedoch auf Kapitel 13 eingehen, wollen wir noch einmal zurückschauen, ganz kurz zurückschauen und uns fragen, was hat der Apostel Paulus der Gemeinde Jesus gesagt in Kapitel 12? In Kapitel 12, und so schlagen wir miteinander auf, ich habe es auch hier alles aufgeschrieben. Der Hendrik war so lieb und hat gesagt, du, wenn du Folien hast, schick die mir. Haben gesagt, okay, ich schicke dir die. Da habe ich gestern Abend noch 27 Folien rübergeschickt mit allen diesen verschiedenen Versen. Aber ich habe gedacht, es wäre sehr gut, da können wir miteinander mal schauen, was der Apostel Paulus gesagt hat in Römer Kapitel 12. Oder wir als Gemeinde Jesus, wir sind erlöst durch des Lammes Blut. Der Apostel Paulus hat uns gezeigt in Römer Kapitel 1 bis 3, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es besteht die Möglichkeit, aus Glauben, Kapitel 4, selig zu werden. Dann sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 5, Jesus starb für mich. Römer Kapitel 6, ich identifiziere mich mit diesem Tod des Herrn Jesus. Und dann kommt er und zeigt uns, wie wir dann auch als Christen leben können, weil Jesus Christus in unserem Herzen wohnt durch die Wiedergeburt. Nur ein wiedergeborener Mensch kann so leben, wie wir es lesen hier vorne. Wir lesen miteinander, die Liebe sei ungeheuchelt, das kann nur ein Christ. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das hier, was wir jetzt gerade gelesen haben, Römer 12, Vers 9 bis 21, das ist kein Parteiprogramm. Oder haben Sie schon mal gesehen, dass die SVP sowas vertritt? Oder die SPD, oder wie sie heißen in Deutschland? Das ist kein Parteiprogramm, sondern das ist die Aufgabe, die wir als Gemeinde Jesus haben, mitten in dieser dunklen Welt. Und die Welt wird nicht besser, sie wird eher schlechter. Und dennoch steht dieses, ich sage es mal so, steht dieses Parteiprogramm für die Gemeinde Jesu. Das ist unsere Aufgabe, mitten in dieser immer dunkler werdenden Welt. Wir sollen Licht sein, wir sollen Zeugnis sein, wir sollen Vorbild sein, wir sollen ein Segen sein an dem Ort, wo uns der Herr Jesus hingestellt hat. Und nun kommt der Apostel Paulus, nachdem er das alles aufgelistet hat, Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 21, da kommt er nun und zeigt uns als Gemeinde Jesu, wo wir stehen und wie wir uns verhalten haben in einer Welt, die auch regiert werden muss durch die Politik. Wie sollen wir uns verhalten? Wie sind wir als Gemeinde Jesus den staatlichen Organen unterordnet? Der Apostel Paulus hat einen Verhaltenskodex dargelegt, Römer Kapitel 12. Und nun kommt er und schwenkt seinen Blickwinkel weg von der Gemeinde Jesu und dann sagt er Folgendes. Wir schlagen auf Römer Kapitel 13, Vers 1.
Das sagt, nachdem der Apostel Paulus gesagt hat, wie wir als Gemeinde Jesus uns verhalten haben, schwenkt er nun den Blick und sagt, wie wir uns als Gemeinde Jesus unter die Obrigkeit zu stellen haben. Und dann spricht er aber nicht nur die Gemeinde Jesus an. Ist das Wasser wieder mal runtergefallen? Ja, macht nichts. Kannst du mir dann ein neues Glas geben? Vielleicht kein Plastikbecher, das ist immer so leicht, fällt immer so schnell um, okay? Vielleicht sabbel ich auch zu fest, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle schwenkt nun der Apostel Paulus den Blick und redet zu uns und sagt Folgendes. Jeder Mann, das heißt, jeder ist hier angesprochen. Nicht nur die Gemeinde Jesus, sondern generell alle Menschen aller Zeiten sind hier nun angesprochen. Und sagt der Apostel Paulus, jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Also hier spricht der Paulus nicht nur dich an, nicht nur mich an, sondern generell jedermann. Nicht nur die Gemeinde Jesus, sondern alle. Das sind Grundsätze, die uns der Apostel Paulus hier darlegt und sagt, das sind allgemeingültige Regeln, die auch heute noch völlige Gültigkeit haben. Jeder Mann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist. Sich unterordnen ist nicht immer einfach. Und dennoch sagt Paulus, der Staat ist Gottes Dienerin, von Gott gewollt und von Gott eingesetzt. Der Staat hat folgende Aufgaben im Lichte der Bibel. Gott setzt Regierungen ein und Gott gibt diesen Regierungen Auftrag, nämlich menschliches Leben zu schützen, Eigentum zu bewahren, für Recht und Ordnung zu sorgen, ein möglichst friedliches und ruhiges Leben zu ermöglichen. Und Gott sagt, dies aufgrund folgender Grundlage sollen die Regierungen regieren. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 20. Gott gibt in 2. Mose Kapitel 20, gibt er uns die Grundlage, wie Regierungen in dieser Welt regieren sollen. Und jede Regierung tut wohl daran, wenn sie auf Grundlage der 10 Gebote anfängt zu regieren. Gott will, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben. Gott will, dass wir kein Bildnis von ihm machen, um es anzubeten. Gott will, dass wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gott will, dass wir 6 Tage arbeiten und am 7. ruhen. Gott will, dass wir Vater und Mutter ehren. Gott will, dass wir nicht morden. Gott will, dass wir nicht Ehe brechen, dass wir nicht stehlen, dass wir kein falsches Zeugnis reden, dass wir uns nicht gelüsten lassen. Und entsprechend diesem göttlichen Rahmen, den Gott uns dargelegt hat in 2. Mose Kapitel 20, da sollen die Regierungen, die Gott eingesetzt hat, um für Recht und Ordnung zu sorgen, entsprechend diesen Grundlagen in 2. Mose 20, sollen die Regierungen ihre Gesetze erlassen, ihre Amtsgeschäfte führen und soll auch das Verhalten der Menschen untereinander bestimmt sein. Das ist der Maßstab, den Gott gibt. Und der Maßstab, den Gott gibt, kann nun der Mensch umsetzen oder ihn verwerfen. Der Mensch kann sagen, ja, ich will entsprechend diesen Regeln, möchte ich leben. Die Regierungen können kommen und sagen, ja, wir möchten aufgrund dieser Regeln, möchten wir unsere Gesetze geben. Oder er kann es auch sein lassen. Er kann es bleiben lassen. Wenn wir Gottes Regeln anwenden für unser Leben, wenn Regierungen kommen und diese Regeln anwenden, dann wird menschliches Leben geschützt. Und zwar von der Zeugung bis zum Tod. Da kommt ein Rechtssystem zur Anwendung, das ohne Ansehen der Person seine Urteile fällt. Wunderbar. So viel Wenn Regierungen diese Gesetze anwenden, dann blüht die Wirtschaft,
Dies auf Grundlage von Zuverlässigkeit, von Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein. Wenn Regierungen diese Maßstäbe der 10 Gebote anwenden, dann entfalten sich die bildenden Künste in der Bildhauerei, in der Musik, in der Malerei und so weiter und so fort. Dann öffnen sich auch ganz neue Horizonte in Bezug der Bildung und Wissenschaft. Gott gibt uns diese seine Regeln zu unserem eigenen Nutzen, zu unserem eigenen Vorteil, und wir tun gut daran, dass wir diese Regeln anwenden in unserem Leben. Und Regierungen sind gut beraten, wenn sie aufgrund dieser 10 Gebote ihre Gesetze geben. Aber wie schon gesagt, Gott gibt uns auch die Freiheit, diese Regeln zu verachten, zu verwerfen, zu sagen, nee, wir wollen nicht aufgrund dieser Regeln, wollen wir leben. Der Segen der Richtlinien Gottes haben gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Es gab Regierungen, es gab Länder, die auf Grundlage dieser 10 Gebote ihre Gesetzgebung gemacht haben. Aufgrund dessen ist zum Beispiel gegen die Korruption vorgegangen, wurde menschliches Leben, wie schon gesagt, geschützt. Eigentum wurde geschützt. Ich wusste, wenn ich etwas auf die Bank tue, das gehört mir auch nach 10 Jahren und wird nicht weggefressen aufgrund der Inflation und so weiter. Es ist immer Segen entstanden. Ein Volk ist aufgeblüht. Doch auch das Gegenteil, wenn man die 10 Gebote verwirft, genau das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn man sagt, nein, man will nichts mit dem zu tun haben. Wir wollen eigene Regeln, eigene Gebote, eigene Gesetze. Man kann Gottes Willen auf die Seite schieben, auch als Regierung. Und dann sieht man, wie ein Volk zunehmend orientierungslos wird. Man wird immer mehr orientierungslos, mit der Zeit wird man auch haltloser. Und schließlich, über kurz oder lang, bricht eine solche Gesellschaft auseinander. Das haben wir gesehen in der Geschichte im Römischen Reich. Das war bei den Hochkulturen in Mittel- und Zentralamerika der Fall. Das war beim Zerfall der Sowjetunion so, in der DDR. Man sieht es heute beim Größenwahn der IS und wird auch immer mehr sichtbar in unseren Breitengraden. Man schiebt den Willen Gottes zur Seite, man tut eigene Gesetze nach eigenem Gutdünken erfinden und umsetzen und schlussendlich landet das in dem, was wir immer mehr sehen, dass die Länder und Völker regierungslos, orientierungslos werden. Und doch setzt Gott Regierungen ein, damit sie entsprechend dem Maßstab der Bibel regieren. Möglichst nahe. Noch einmal, um menschliches Leben zu schützen, Eigentum zu bewahren, für Recht und Ordnung zu sorgen. Um dem Volk, dem sie vorstehen, ein möglichst ruhiges und friedliches Leben zu ermöglichen. Deswegen setzt Gott Regierungen ein. Sie sollen so leben. Und entsprechend dem sollen wir als Christen, was sollen wir tun? Wir sollen uns diesen Regierungen unterordnen. Und dann kommt Paulus und sagt ein weiteres. Wir sollen als Christen uns nur nicht diesen Regierungen nicht nur unterordnen, sondern gleichzeitig sollen wir auch für diese Regierungen sollen wir beten, für sie einstehen. Wie es heißt in Timotheus Kapitel 2, Vers 2, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Noch einmal, ein jeder soll sich unterordnen, auch ich muss mich unterordnen. Es fällt mir zwar manchmal schwer, wenn ich etwas zu schnell fahre, aber das kann passieren, ist zwar nicht richtig, aber dann flattert mir mal was ins Haus. Die Bibel sagt, Römer Kapitel 13, Vers 2. Wer sich daher den staatlichen Gewalten widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zur Rechenschaft gezogen oder zu Recht bestraft werden. Gott ist gegen jegliche Anarchie. Anarchie ist nie von Gott.
Anarchie ist immer Rebellion, ist immer Auflehnung gegen die von Gott eingesetzte Regierung oder Ordnung. In der Bibel finden wir ein ganz anderes Prinzip, nicht Anarchie. In der Bibel finden wir das Prinzip der Unterordnung. Menschen sollen sich unterordnen. Zum Beispiel die Regierungen sollen sich Gott unterordnen. Die Völker ihren Regierungen. Der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber. Der Ehemann soll sich Christus unterordnen als Haupt über ihm. Die Ehefrauen unter ihre Männer. Die Kinder in Achtung und Wertschätzung unter ihre Eltern. Die Gemeinde soll sich den Ältesten unterordnen und die Ältesten wiederum sollen sich Christus unterordnen als der Oberhirte der Gemeinde. Also wir finden dieses Prinzip durch die ganze Bibel hindurch. Immer wieder Unterordnung, Unterordnung, Unterordnung. Und wenn man dieses Prinzip der Unterordnung verwirft, entsteht immer Chaos und Anarchie, Rebellion gegen Gott. Nun höre ich den Vorwand, den Einwand. Da wird gefragt, ja, wie ist es denn? Muss man sich auch widergöttlichen Regimes, Despoten unterordnen? In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Menschen, Regierungen, Diktatoren, die in eigenmächtiger Macht regiert haben. Es gab Diktatoren wie ein Adolf Hitler, ein Stalin oder Lenin. In der Antike waren es andere. Die haben zu Hunderttausenden Menschen umgebracht, Gewaltherrscher. Die haben Menschen unterdrückt, ausgenützt und ermordet. Muss man sich auch diesen Regierungen unterordnen? Ich denke da nur an den Holocaust, an die Rote Khmer, Pol Pot oder auch, jetzt wurde gerade des Genozids der Armenier gedacht, über 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen wurden dort umgebracht. Muss man sich auch solchen Regimes unterordnen? Es ist interessant, der Paulus gibt auf diese Frage keine direkte Antwort. Aber er sagt Folgendes: dass wir uns der staatlichen Gewalt nicht widersetzen dürfen. Wir müssen uns ihr unterordnen. Und damals, als der Apostel Paulus da schrieb, also den Brief an die Römer, da herrschte in Rom der Nero, ein größenwahnsinniger Despot. Diesem Nero waren alle Mittel recht, um die eigene Position, die politische Position zu festigen. Für den Nero war Willkür, Intrige, Mord, das gehörte zum täglichen Geschäft, war politisches Geschehen, politischer Alltag. Nero, der sich nicht davor scheute, auch die Christen aufs Schlimmste zu verfolgen. Er machte sich einen Spaß daran, die Christen, die er habhaft wurde, mit Pech einzuschmieren und aus brennende Fackeln bei seinen Partys verbrennen zu lassen. Er wickelte Christen in Häute von Tieren ein und warf sie den wilden Hunden und Löwen zum Fraß vor. Er ließ die Christen ans Kreuz nageln und auf andere bestialische Weise umbringen. Und doch schreibt der Apostel Paulus, wer sich den staatlichen Gewalten widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung. Ist das nicht schwer zu akzeptieren? Sehr schwer sogar. Ist es einfach, das umzusetzen, sich diesen Regierungen zu unterordnen? Sehr schwer sogar. Wenn menschenverachtende Regimes Menschen verfolgen, egal aus welchen Gründen auch immer, ob sie ethisch, religiös oder sogar wegen der sexuellen Ausrichtung, wenn Regimes das tun, dann widerstrebt das zutiefst unserer menschlichen Seele. Die Aussage des Apostels Paulus können wir nur verstehen, wenn wir eine ganz klare Trennung machen zwischen Staat und Gemeinde Jesu. Der Staat, die Regierungen haben ihre Aufgabe und wir als Gemeinde Jesus haben eine andere Aufgabe. Nur so können wir das verstehen. Wenn wir beides anfangen zu mischen, nämlich Staat und Gemeinde, dann geht irgendetwas falsch.
Wenn wir aber verstehen, dass der Staat von Gott eingesetzt ist, um die Maßstäbe der Bibel, die 10 Gebote, nach Möglichkeiten umzusetzen, und wenn wir sehen, die Gemeinde Jesu hat einen anderen Auftrag, dann können wir das verstehen und sonst nicht. Die Gemeinde Jesu hat zum Beispiel die Aufgabe, nicht eine irdische, sondern eine himmlische. Die Gemeinde Jesu ist hier nur auf der Durchreise. Die Gemeinde Jesus ist ein Organismus, verbunden mit dem Haupt Jesus Christus. Die Gemeinde Jesus ist etwas Himmlisches, das immer noch auf der Erde ist. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus in Philipper 3, Vers 20, da sagt der Apostel Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Die Gemeinde Jesus hat keinen irdischen Auftrag in Bezug der Politik. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Oder mit anderen Worten, unser Bürgerrecht, das heißt, unser Passport ist vom Himmel. Unsere Staatszugehörigkeit ist die vom Himmel. Wir sind entsprechend unserem Auftrag, sind wir Fremde in dieser Welt. Und der Apostel Paulus, nachdem er das gesagt hat in Philipper 3, Vers 20, nun sagt der Hebräerbrief, ich will immer sagen, dass der Apostel Paulus einen Hebräerbrief geschrieben hat. Man weiß es nicht, aber ich nehme es an. Auf alle Fälle kommen wir nun zum Hebräer. Und es sagt der Hebräerbriefschreiber Folgendes, in Hebräer Kapitel 11, Vers 13. In Hebräer 11 werden hier uns alle die Glaubenshelden werden aufgeführt. Da werden uns gezeigt, was diese Glaubenshelden alles erfahren durften, wie sie aber auch verfolgt wurden, wie sie ermordet wurden. Und nun sagt der Hebräerbriefschreiber Folgendes in Hebräer 11, Vers 13. All diese Menschen, also diese, die verfolgt wurden, die umgebracht wurden, die hier keine bleibende Stadt hatten, über all diese sagt nun der Hebräerbriefschreiber, all diese Menschen, von denen wir jetzt sprachen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was ihnen zugesagt wurde. Ja, was wurde ihnen zugesagt? Ein ewiges Bürgerrecht, eine himmlische Heimat. Sie wussten, sie sind nur auf der Durchreise. Sie gehen durchs Tränental. Und dann heißt es weiter, doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien, ohne Bürgerrecht. Noch einmal, wir als Gemeinde Jesu, wir sind auf der Durchreise. Wir als Gemeinde Jesu haben keine politische Aufgabe. Ich sage nicht, dass auch Christen politisieren können, aber es ist nicht der generelle Auftrag der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat eine ganz andere Aufgabe. Der Organismus Gemeinde Jesus mit Christus aus dem Haupt hat hier nicht die Aufgabe, zum Rechten zu schauen, sondern auf Jesus hinzuweisen. Zu zeigen, gibt eine Erlösung in Jesus Christus. Die Gemeinde Jesus darf hinweisen auf den, der die Hoffnung ist. Die Gemeinde Jesus darf den Menschen sagen, schau, es gibt eine Hoffnung, eine herrliche Zukunft in Jesus Christus. Die Gemeinde Jesus darf hinweisen auf den, der bald wiederkommt. Und das ist unsere Aufgabe. Die Politik hat eine andere Aufgabe. Die Regierungen haben andere Aufgaben. Wir haben das alles miteinander gelesen. Wir als Gemeinde Jesus, wir sollen entsprechend dem Maßstab der Bibel leben, mitten in dieser dunklen, immer dunkler werdenden Welt. Wir haben miteinander das gesehen, was der Apostel Paulus der Gemeinde Jesus schreibt. Wir schlagen noch einmal auf, Römer Kapitel 12. Einen Moment, nochmal, jetzt kommt's. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Da sagt der Apostel Paulus, weil Gott uns solches, Entschuldigung, da blättert einer, nein, so, ist okay so. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2, da sagt der Apostel Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat.
Er blättert da komisch. Ah, jetzt ist gut so. Jetzt ist okay. Weil die Technik hinten kann auch blättern. Und manchmal klappt das nicht oder bin ich zu schnell, je nachdem. Okay, Römer 12, Vers 1 bis 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Das kann keine Politik, das kann keine Regierung, das kann kein politisches Programm. Das können nur Menschen, die wiedergeboren sind durch Jesus Christus, in denen Jesus Christus wohnt, die erlebt und erfahren haben, was es heißt, Sündenvergebung, durch das, was geschah am Kreuz von Golgatha. Und deswegen kann Paulus sagen, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Ja, welches Erbarmen? Es ist das Erbarmen des Sohnes Gottes, der für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und wenn ich dieses Erbarmen erfahren habe, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann kann ich auch entsprechend dem, kann ich meinen Leib, meinen Körper Jesus zur Verfügung stellen. Und deswegen sagt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und dann sagt er noch etwas, der Apostel Paulus, und das widerspricht jedem politischen Maßstab und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und deswegen, wir müssen trennen Politik, Regierungen und die Gemeinde Jesu. Als Politik muss ich den Leuten ein Stück weit entgegenkommen. Aber der Maßstab der Bibel ist etwas ganz anderes. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führen würde. Das ist der Maßstab, den die Bibel an uns, an die Gemeinde Jesus ansetzt. Und diesen Maßstab, den können wir umsetzen, egal in welchem Weltteil wir wohnen. Diesen Maßstab können wir anwenden, egal unter welcher politischen Macht wir leben. Diesen Maßstab können wir anwenden, ob wir in Rotchina sind oder irgendwo in Nordkorea oder irgendwo in der Freien Schweiz. Wir können, ich blättere noch einmal zurück, weil uns Gott solches Erbarmen geschenkt hat. Liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Die erste Priorität für die Gemeinde Jesus ist immer Unterordnung unter Gottes Willen. Ihm uns zur Verfügung stellen, als lebendiges und heiliges Opfer. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziele führt. Bis soweit Gottes Wort. Das ist der Maßstab, den Paulus an die Gemeinde Jesus anwendet. Er geht noch einen Schritt weiter. Wir lesen dann ab Vers 17, Römer Kapitel 12, Vers 17. Und auch das kann keine politische Partei machen. Das kann nur die Gemeinde Jesus. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Die politische Macht ist etwas ganz anderes. Die Politik muss Menschen bestrafen. Die Politik muss Menschen, wenn sie übel tun, ins Gefängnis bringen. Aber hier sagt die Bibel in Bezug der Gemeinde Jesu etwas anderes. Die Bibel sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Die politische Regierung, die muss für Recht und Ordnung sorgen.
Wir als Gemeinde Jesus hingegen sollen uns lieber übervorteilen lassen. Lieber ein Zwei auf dem Rücken haben und den zweiten machen. Ich weiß nicht, wenn man das Hochdeutsch sagt, keine Ahnung. Lieber lass dich übervorteilen. Die oberste Maxime, die der Apostel Paulus definiert für die Gemeinde Jesu, und auch das kann die Politik nicht. Da heißt es nämlich in Römer 13, Vers 8, da steht, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das kann keine Politik, das kann nur die Gemeinde Jesu. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Es ist die oberste Maxime, nach der wir als Gemeinde Jesus leben sollen. Noch einmal, das Parteiprogramm der Gemeinde Jesus, sagt es salopp, wir sollen niemandem Böses mit Bösem vergelten. So viel an uns liegt, lebt mit jedem Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt dem Raum dem Zorne Gottes und dass ihr euch einander liebt. Wie es hier heißt in Römer 13, Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir haben jetzt miteinander ganz kurz die Gemeinde Jesus angesehen, welche Aufgabe sie hat. Und nun kommt der Apostel Paulus und er geht weiter in seine Gedanken, Römer 13, Vers 3 bis 5. Das schlagen wir auf, Römer 13, 3 bis 5. Da zeigt uns der Apostel Paulus noch einmal, richtet den Blick noch einmal auf die Regierung und sagt Folgendes. Das ist die Aufgabe der Regierung. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue das Gute und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienste Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Staatsgewalt. Wir als Gemeinde Jesus sollen uns nicht selber rächen, aber die Politik ist Trägerin der Polizei und Staatsgewalt. Und dann geht er weiter, auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit Gottes Urteil an denen, die Böses tun. Es ist also notwendig, sich dem Staate unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Wir sollen uns unterordnen. Wenn Gott Regierungen einsetzt, dann mit dem Ziel, dass sie nach den Maßstäben der Bibel regieren. Ob sie es tun oder nicht, das ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Sache und die Sache der Regierungen. Gott will, dass wir als Menschen untereinander, zwischenmenschlich, als Länder und Völker untereinander, dass wir harmonisch zusammenleben können. Und deswegen gibt Gott Regierungen nach den Maßstäben der Bibel. Gott will, dass die Regierungen das menschliche Leben schützen. Gott will, dass die Regierungen das Böse belohnen, das Böse bestrafen, das Gute belohnen. Dabei spielt auch die Regierungsform keine Rolle. Wir finden nirgends in der Bibel etwas, dass die Bibel etwas gegen Monarchie sagt. Die Bibel sagt nichts über Demokratie. Die Bibel sagt auch nichts über Diktatur. Sonst hätte der Apostel Paulus wäre aufgestanden und hätte das gesagt gegen den Nero. Hat er nicht gemacht. Er sagt, unterordnet euch. Diese Ordnung sollen auch wir uns als Christen unterordnen und als helle Lichter, als ein Zeugnis in dieser Welt zu stehen. Es ist nicht einfach, aber wir haben etwas ganz Neues in uns, was die Welt nicht hat. Die Bibel sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Kraft, um uns zu unterordnen, um auch den Weg zu gehen, der oft unten durchgeht. Denken wir nur an die Christen in Nordkorea. Der Jonathan hat es heute Morgen noch erwähnt. Die müssen Wege gehen, die wir uns nicht vorstellen können. Und dennoch machen sie dort in dieses Todesschattentälen machen sie Brunnen.
und sind ein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus, sind ein Licht für ihn. Und das ist unsere Aufgabe. Nun kommt der Apostel Paulus, er geht wieder einen Schritt weiter. Und dann sagt er, in Römer 13, Vers 6, sagt er, dass wir Steuern bezahlen sollen. Auch den Tribut, den der Staat von uns fordert. Klar, es gefällt einem nicht. Mir gefällt es auch nicht, wenn ich da einiges an Geld abliefern muss. Ich würde es gerne für andere Sachen einsetzen. Und doch sagt der Apostel Paulus, Römer 13, Vers 6, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Und dann flattert wieder diese Steuerrechnung ins Haus und ich muss sagen, Herr Jesus, danke dafür, dass ich das bezahlen kann. Ja, es heißt, wir sollen uns der Regierung unterordnen. Interessant, der Apostel Paulus diskutiert nicht über die Höhe. Der Apostel Paulus diskutiert auch nicht darüber, ob diese Steuer gerechtfertigt ist. Sie sagt nur, unterordnet euch und bezahlt eure Steuern. In Vers 7 geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt dann, in Römer 13, Vers 7, gebt jedem, was ihm zusteht. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem die Ehre gebührt. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und es ist gegen Gottes Ordnung und es ist Diebstahl am Staat. Das sagt hier der Apostel Paulus. Gebt jedem das, was ihm zusteht, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem die Ehre gebührt. Der Staat ist von Gott eingesetzt und wir sollen uns unterordnen. Und nun geht Paulus wieder einen Schritt weiter. Er schließt dieses Kapitel ab über den Staat und kommt dann zu uns wieder. Er spricht uns als Gemeinde an. Und er sagt zu uns als Gemeinde, das soll der Maßstab sein, der Maßstab, nach dem wir uns als Gemeinde zu richten haben. Römer 13, Vers 8. Abgesehen davon, also indem wir Steuer bezahlen, dass wir uns unterordnen, dass wir gute Staatsbürger sind, abgesehen von alledem, sagt er nun, dass ihr einander lieben sollt, bleibt keinem etwas schuldig. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Nun kommt der Apostel Paulus und sagt, die oberste Maxime für uns als Christen soll die Liebe untereinander sein. Die Liebe zu deinem Nächsten, die Liebe zu deinem Nachbarn, die Liebe zu deiner Gemeinde. Die Gemeinde Jesus soll Licht und Zeugnis sein. Die Gemeinde Jesus soll ein Hinweis sein auf Jesus. Die Gemeinde Jesus soll das sein, was der Apostel Paulus schon gesagt hat in 2. Korinther 5, Vers 20, wo es heißt, wir sind jetzt Botschafter für Christus. Ja, Gott selbst lässt durch uns den Mahnruf erklingen und wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist, Botschafter zu sein für Jesus Christus. Und noch einmal, Botschafter kann jeder sein, an jedem Ort, unter jedem politischen System, egal wie es auch aussieht. Wir sind Botschafter mit einer Botschaft. Und diese Botschaft ist nicht politisch, diese Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist das Evangelium von dem, der für unsere Schuld ans Kreuz ging. Und diese Botschaft soll unser Verhalten bestimmen, und zwar in Liebe. Wir sollen es den Menschen in Liebe rüberbringen. Diese Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, soll mein Verhalten bestimmen gegenüber meinem Ehepartner. Diese Liebe, die ausgegossen ist in mein Leben durch die Wiedergeburt, soll mein Verhalten bestimmen in Bezug meiner Familie. Diese Liebe soll mein Verhalten bestimmen in Bezug auf den Ort, wo ich wohne, auf meinen Arbeitsplatz. Soll mein Verhalten bestimmen bezüglich meiner Nachbarn. Jetzt sind wir Botschafter für Christus an Christi Stadt. Bist du ein Botschafter der Liebe? Oder schlägst du immer wieder auch auf den Tisch und musst du deine eigene Meinung durchsetzen? Das ist nicht die Art der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesus ist mitten unter den Wölfen als Lämmer.
Haben wir diese Lammesnatur? Noch einmal, die Politik kann nicht das tun, was die Gemeinde Jesus tut. Und deswegen lassen wir die Politik ihre Politik machen. Und wir als Gemeinde Jesus sollen ein Licht sein und ein Zeugnis sein. In Johannes Kapitel 13, Vers 35, da lesen wir Folgendes. Johannes Kapitel 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist es das, was unser Leben bestimmt? Ist es das, was unser Leben prägt? Und nun kommt Paulus wieder und kommt wieder zurück auf uns und fragt uns ganz persönlich. Römer 13, Vers 9 bis 10. Er hat die Aufgaben der Gemeinde Jesus dargelegt, hat auch die Aufgabe der politischen Gemeinde dargelegt, der Regierungen. Und nun kommt er und fragt uns. Römer 13, ab Vers 9. Denn das Gesetz sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen. Du sollst der Begierde keinen Raum geben. Dies und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Also noch einmal, Paulus spricht etwas an, das nur wir als Christen haben, nämlich die Liebe Jesus in unserem Herzen. Und wenn du liebst, dann wirst du dich dem Staat unterordnen. Wenn du liebst, wirst du die Ehe nicht brechen. Wenn du liebst, wirst du nicht morden. Wenn du liebst, kannst du deinen Gedanken nicht freien Lauf lassen. Wenn du liebst, wirst du deinem Nächsten nichts Böses tun. Abschließend kommt Paulus und sagt in Vers 11 und 12: Achtet nun also auf die Gelegenheiten. Das heißt, Paulus hat uns aufgezeigt, die Liebe tut nichts Böses. Die politische Gemeinde, die Regierung hat ihre Macht, ihre Aufgaben. Wir als Gemeinde Jesus haben eine andere Aufgabe. Wir sollen Licht und Zeugnis sein. Wir sollen den anderen lieben. Und nun sagt er, achtet nun also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Das heißt, das umzusetzen, was durch den Heiligen Geist in euer Leben hineingelegt wurde. Den Menschen zu lieben, ihm entgegenzukommen in Wertschätzung und Ehrung. Und dann heißt es, achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist es unsere Rettung noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichtes ergreifen. Paulus möchte uns ermutigen, als Gemeinde Jesus, ein ganz klares Bekenntnis für Jesus Christus abzulegen. Paulus möchte uns ermutigen, aufzustehen, aufzuwachen, um Position zu ergreifen für Jesus Christus. Und dann sagt der Apostel Paulus, und das ist der letzte Vers, lasset uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und ohne Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und trefft keine Vorkehrungen für die Begierden, die in euch sind. Lassen wir die Politik Politik sein, aber wir als Gemeinde Jesus sollen ein helles Licht sein in einer immer und immer dunkler werdenden Welt. Und auch hier in der Schweiz wird es dunkler werden. Aber wir können umso mehr ein helles Licht sein, indem wir das umsetzen, was Paulus sagt am Schluss von Römer Kapitel 13. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Das ist ja all das, was wir hier lesen, ist ja heute normal in dieser Welt. Aber wir als Christen, wir sind nicht normal, wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Kinder Jesu Christi. Ziehet an, und deswegen sagt Paulus, ziehet vielmehr den Herrn Jesus Christus an und trefft keine Vorkehrungen für die Begierden, die in euch sind. Wir werden lebenslänglich mit den Begierden zu kämpfen haben, bis sich der Sargdeckel schließt. Aber wir dürfen uns immer wieder aufmachen und zum Herrn Jesus gehen und Position beziehen für ihn und als Leuchtturm in dieser dunklen Welt leuchten für Jesus Christus. Der Herr Jesus hat gesagt, wir sind Botschafter an seiner Stadt
Und das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag mitten in dieser Welt. Möge der Herr Jesus euch Gnade geben, das immer wieder zu tun und zu sein, an dem Ort, wo euch der Herr Jesus hingestellt hat. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir Botschafter sein dürfen, Botschafter an deine Stadt. Du hast uns gerufen aus dieser dunklen Welt als Licht und als ein Zeugnis für dich. Du hast uns gerufen, um hinzuweisen auf dich, Herr Jesus, auf deine Erlösung, auf die Möglichkeit der Sündenvergebung, auf die Hoffnung, die wir haben dürfen in dir. Und schenk, dass wir diesem Auftrag gerecht werden, ein jeder an dem Ort, wo wir sind. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns, Herr Jesus, deinen Heiligen Geist geschenkt. Er wohnt in uns durch dich, durch die Wiedergeburt. Und wir wollen deinem Geist noch viel mehr Raum geben in unseren Herzen. Danke dafür. Amen.